Ich heiße Ulrike Lohmann, ich bin Professorin für Atmosphärenphysik hier an der ETH Zürich und mein Spezialgebiet sind Wolken. Wir wissen, dass der Flugverkehr um ca. 5% zunimmt momentan. Und weil der Flugverkehr ansteigt, ist es wichtig, auch Abgasmessungen von Flugzeugen zu machen. Wir wissen, dass Flugzeugabgase Ruß, Feinstaubpartikel emittieren. Und da wollten wir eigentlich wissen, was die chemische Zusammensetzung ist. Und solche Messungen gibt es noch nicht viele. Vorletztes Jahr, 2013, hatten wir die Möglichkeit, Abgase von Turbinen im Züricher Flughafen zu messen, zusammen mit dem Bundesamt für Flugfahrt. Und da haben wir praktisch die chemische Zusammensetzung der Abgase von gewissen Turbinen vermessen können. Was wir gefunden haben, ist, dass hauptsächlich Ruß, es ist hauptsächlich reiner Kohlenstoff, der rauskommt, also Rußpartikel, wie auch beim Auto aus den Abgasen kommen. Aber dass wir auch Metalle finden in den Abgasen vom Flugzeug. Und wir finden 16 verschiedene Metalle. Unter anderem haben wir auch Aluminium und Barium gefunden. Und wie gesagt, die kommen aus dem Kerosin, das kommt aus dem Öl. Und das Aluminium zusätzlich kann auch noch von den Turbinen herrühren. Wir haben Messungen auch vom Treibstoff selber gemacht und da festgestellt, das bewegt sich im Parts per Million Bereich, was man dann an Konzentrationen von Aluminium und Barium im Treibstoff findet. Aluminium und Barium im Treibstoff? Seit über 10 Jahren hieß es laut Wissenschaftlern stets, dass das völlig unmöglich und absurd sei. Und nun scheint es, dass diese Giftstoffe tatsächlich ohne jegliche Regulierungen in die Atmosphäre emittiert werden. Mit der Zunahme des Flugverkehrs werden diese Substanzen zunehmend uns und unsere Umwelt belasten. Solange, bis unsere Behörden endlich aktiv werden und diese Verschmutzung stoppen. Es wäre auf jeden Fall nötig, weil der Flugverkehr ansteigt, auch die Abgase von Flugzeugen zu regulieren.